Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen, einen schönen Tag noch. Ja, war nicht übel. So ein normales Bett. Wer bist du denn? Hey, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksackkäferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesem bin ich stets mit meiner Kunde unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollen Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Viele Steine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Okay. Was gibst du mir denn, wenn wir doch mal interessieren? Fünf für so eine antike Feder. Oh, ein Rodoni 210. Ernsthaft? Bernstein gingen ein bisschen weniger. Aber 30 Rubin ist auch schon mal relativ viel. Opal sogar 60. Bei dem Typen hier werde ich richtig reich. Ich mach mal 4 Stück. Danke herzlich, Mann. Ich danke dir. Verkauft Sie mir einfach alles, was Sie wollen. Ja, ich bin schon dabei, Antik würde ich doch lieber behalten. Ich habe keine Ahnung, wofür ich den noch alles brauchen könnte. Einbringen tun sie eh nicht. Die ganzen Monster-Dinge irgendwie auch. So ein Bernstein-Dinge für noch irgendwie 5 Stück. Ja, 150 Rubine, das kann sich sehen lassen. Der ist irgendwie jetzt nicht so wertvoll, wie es scheint. Klamotten verkaufen. Die Standarddinger ziehen sich nicht mehr an, aber kann auch später noch machen. Ja, mal gucken, was du im Angebot hast. Vielleicht hast du irgendetwas, was mir doch etwas bringen würde. Ich hatte zwar nie zu wenig Pfeile, aber... Ja, komm, gib her. Ausdauerschrecke, Was? Das ist alles, was du hast. Mehr hast du nicht. Nö, tschüss. Nee, fürs Erste reicht's. Ja, mal begrüßen dürfen. Ich bin Terry. Aber schon gehört. Ihr schlaft noch? Irgendwie nee. Also, es geht hier um Ramdas Schatz. Warte mal, psst. Was nun für ein Problem? Hast du uns belauscht? Wir sind Schatzsuchen. Das Schatz des Rauberkönigs Ramda gehört uns allein. Ja, du quasselst zu viel, Mann. Ja, tut mir leid, war keine Absicht. Lass uns in Ruhe, ja? Ein Schatz also. Oh, die süßen Kleinen. Na, farbiges Pferdchen, zweifarbiger Pferdchen, nee. Eine Schnecke, 2 Schnecken, 3 Schnecken. Ich lass sie schlafen. Hä? Hat gerade jemand gerufen? Was du da? Ah, du wärst jetzt hier in die Position. Ich dachte schon. Ja, willkommen im Stadt des Lynxberle. Schön hier, oder? Eine Währung hat diese Gegend an zum Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht ist sie am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist sie außer beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und für ihn ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wo bist du denn unterwegs? Kakrik und Hattenring bei der Nähe. Hathenio, was ist denn das? Hathenio ist ein Dorf am äußeren Rand Hyrules. Die große Verheerung hat die Gegend weitgehend verschont, deshalb leben die Leute dort in Ruhe und Frieden. Anscheinend gibt es dort auch ein Forschungsinstitut oder so etwas. Einen großen Bogen darum, okay. Eine Weggabelung, auf dem Weg zu Pferd ist das höchstens eine Tagesreise. Okay, das klingt interessant, ein Institut. Kakrik ist das Dorf des Shika-Stammes. Früher mal sollen sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von den Geistern bewegen konnten. Dadurch waren sie den damaligen Königen Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da im ganzen Land verstreut. Und von hier aus, den Weg nach Norden folgt, gelangen sie zu einer großen Brücke. Meine Tour von Kakrik und Sicht und dann keine Scheu. Können mich hier aus. Was man sagen mit Wildpferden? Pferde gesehen? Es ist zwar nicht mehr so viel wie früher, aber man findet sie eigentlich überall.
Wildpferde sind wilde Tiere, die in Freiheit leben und niemandem gehören. Wenn du eins davon fängst, dann kann mein Bruder Tessaren das ganz offiziell als dein Pferd ins Register eintragen. Und bei den Buben könnt ihr mehr dazu sagen, wie man am Pferd fängt. Entfernen, okay. Okay, dankeschön. Tschüss. Die große Verhörung. Naja, immer Ganon, die große Verheerung. Ja, alles für den Arsch. Muhun. Wie bitte? Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und hab das gerade bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Blut was? Wie, das kennst du nicht? Das geht nicht an. Hör mir zu. Es wäre ein Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Das Ganze unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu dem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollen, und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Und wenn die Monster wiederbelebt, warum taucht wie aus nichts ein roter Vollmond auf? Tja, das weiß niemand. Das ist ein bisschen seltsam. Lass mal bitte wissen, ja? Blutmond. Hallo? Was ist los? Hast du dich verlaufen? Gargrika ist ein gutes Stück weiter im Norden. Selbst auf dem Weg zum Stall zu Zwillingsberg, um dort Fleisch zu verkaufen. Der ist da. Kann den Handel betreiben. Nicht richtig. Kaufst du auch? Der hat die gleichen Preise wie dieser Terry. Ja, etwas gleicher. Verkaufst also Fleisch. Edelwild. Besonders großes Stück Fleisch. Besonders viele Herzen auffüllen. Klingt nicht schlecht. Momentan noch nicht so viel Energie, wie ich gerne hätte. Wie wäre das mit einem normalen Geflügel? Doch, nehmen wir alles. So, wild. Da gehen noch 3 Stück. Nee, danke, reicht. Ja, wünsche ich dir auch. Also doch alles nach Norden. Da ist noch so ein Typi. Wer bist du? Hab's heute nur noch nicht bald das Essekipp bekommen. Ja, dann isst. Da kann ich dir etwas anbieten vielleicht. Hier, ein Apfel. Hier, ein Apfel. Das ist wohl des Apfels zu schade. Blöde Kuh. Schrein war auch schon, da oben ist ein nächster Schrein. Bereits gesehen, aber nicht zu weit weg. Das ist mir echt zu weit weg. Zumindest aktuell. Wildpferde und so, das sind die Kleinen bereits. Kann man mal versuchen, noch ein bisschen Medizin herzustellen. Proviant habe ich eigentlich genug, aber Medizin? Hat zwar so noch nie echt versucht, aber. Hab doch da Bockel mit Insekten. Hab ich denn schon viele Insekten? Nee. Vielleicht auch was in diesem Terry-Händler kaufen. Wobei bisher kam ich auch immer ganz gut ohne Medizin zurecht. Ja, klar, können ein bisschen mehr was über Pferde erzählen. Hey, Shibo. Mancher Junge, der hat Interesse an Pferden. Ja, da oben sieht er seine Augen an. Es kann ja warten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von einem, der Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genauer gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Wir haben es direkt in deinen Augen gesehen. Du hast nicht das Pferd im Kopf, wa? Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind ja völlig Schnuppe. Das heißt, bei uns bist du genau richtig, uns kannst du alles über Pferde fragen. Ja, Mann. Ja, was, es gibt ja keinen so... Wie fängt man Pferde? Wieder noch sofort weg.
Und dann, hops, aufspringen. Anschlagen merken sie dich nicht. Hehe, cool, oder? Wie ich mich ducke, weiß ich ja. Wer sind eigentlich gut, welche Pferde? Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gutmütig und einfach zu zähmen. Reine Schimmel oder Rappen sind andere. Einfarbige Pferde sind wilde und nicht so leicht zu bändigen. Laufen schneller. Und jetzt anderes. Ist doch cool, wa? Aber sofort einen einfarbigen. Hehe. Hast du verstanden? Ja, Mann. Wir kennen uns gut aus. Und wie zählt man sie überhaupt? Das Schütteln. Das Tätschen beruhigen. Und dann so ein Tätschen, sagt Papa. Tätschen sie, wenn sie brav waren und auf dich gehört haben. Wenn du aufsteigst, wenn sie absitzt, dann haben den Pferde Dank zu sagen. Hast du verstanden? Ja, Mann. Papa hat uns alles beigebracht. Ja, ich weiß. Tschüss, kommt bald wieder. Oh, Mann. Ich wollte ein paar Wildpferde. Ja, da ist er. Ja, du warst der Typ von vorhin. Ach so. Ah, wegen Insektenrucksack und so. Den haben wir vorhin gesehen. Mensch. So, einfach einen Weg folgen. Ja, ein paar gegen den Arme laufen oder was. Eine antike Schraube. Sehr gut. Bist du ein Aktiver hier? Nö. Sonst in der Nähe? Offenbar keine Schreine. Schade. Pferde, okay. Die Karte sagt, Kakariko ist jetzt wo genau? Ja, wenn ich noch eine Weile unterwegs, bis ich da oben bin. Wenn da schon ein paar Wildpferde sind. Ich kann ja mal versuchen, mich anzuschleichen. Da ist ein einfarbiger, also schwieriger zu fangen. Na toll. Schon alle unterschiedliche Richtungen. Jungs, so kann ich keinen von euch fangen. Können Sie vielleicht zwei von euch abdrehen, das wäre sehr cool. Ja, Nummer 1, das ist in Ordnung. Ja, einfarbiger, schwieriger zu fangen, versuch's trotzdem mal. Oh, aua. Ja, die Kleinen hatten recht. Autsch. Den Beruhigen hat überhaupt nichts gebracht. Oh, verdammt Axt. Na komm. Bei dir geht's, wa? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, du bist ein braves Pferdchen. Braves Pferdchen. So, können wir doch jetzt gerne da runterbringen. Wenn du nichts dagegen hast, ich auch gleich noch registrieren. Dann fährt mir doch viel schneller in Kakariko. Das ist eine geile. Beruhig dich. Das ist eine geniale Idee. In der Theorie.
Willkommen, Mann, schön hier, oder? Vielleicht ein bisschen links Frühlingsberger, wieder am Alten. Ist doch geil, wa? Nichts von beiden. Ja, sei auf der Hut, ja. Ja, das weiß ich, würde eigentlich lieber gerne. So. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles von den Pferden bekommst und du raus selbst ausruhen kannst. Ah, du bist erst mal hier, oder? Also Ställe funktionieren? Nö. Dann kann ich erst mal eben, ja? Eben mitnehmen, ja? Vielleicht sind unterwegs schon viele Pferde begegnet. Ja, das bei uns registriert, ist offiziell ein Pferd. Ja, ist cool, wa? Wie viel Pferd? Ne, weiß ich schon, danke. Willkommen in unserem Stall. Das hier registrieren. Was macht das? Drinnen, ne? Wie kann ich dir helfen? Registrieren gerne. Sehr gern. Wenn das ein richtiges Pferd ist. Ja, es ist ein neues Pferd, das stimmt soweit, da gebe ich dir recht. Vielen Dank, Mann. In Ordnung. Ja, du Halsabschneider. Danke, Sir. Bitte gib den Namen von deinem Pferd ein. Wie soll ich mein Pferd denn nennen? Es ist ja kein einfarbiger. Ich habe auch so überhaupt gar kein Gespür für Namen oder irgendwie Pferde und so. Ja, vielleicht bist du weiblich, war? Würde doch passen. Ja, passt. So, ist abgeschlossen. Gleich weiterreisen. Jo, würde ich gerne machen. Vielen Dank mal, bis zum nächsten Mal. Ach, übrigens, Pfeife von deinem Pferd kommt zu dir. Pfeifen? Okay. Und so nicht hören, ne? Wäre ein bisschen schade. Da gebe ich dir recht. So, komm. Dalmatine, machen wir uns auf den Weg. Gemeinsam zum neuen Abenteuer. Kann man das mal verarschen? Ganz ruhig. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange und so, aber ich bin eigentlich ein ganz netter. Oh, wurde gar nicht. Jetzt bitte. Wow. Das war nicht schlecht. Abhauen wäre jetzt eine gute Idee. Boah. Reiten ist echt eine Kunst für sich offenbar. So, komm. Wir schaffen das schon. Gemeinsam sind wir stark. Haben nicht irgendwo hier noch Gegner gesehen? Na, warte mal ganz kurz. Also. Das ist schon wieder ein bisschen auffällig. Ich schwöre, hier gab es irgendwo ein paar Gegner. Ist ja egal. Geflügel hat sie wieder ein paar in der Nähe, aber egal. Der Greco Hateno. Hateno geht's also da lang? Scheint wohl bereits ein näheres Gebiet zu sein. Nee, ich gehe jetzt nach Kakariko. So, komm. Das ist ein Zelda. Was? Du kennst Zelda? Hi. Nein, ich bin eine Reisende. Vielleicht ist Pilgern der treffendere Begriff. Naja, ich war kurz von Kakariko, das weit im Norden. Da hatte ich die Ehre, mich mit so liebenswerten wie weisen Ältesten über die Geschichte Hyrules auszutauschen. Okay. Hier geblieben, dankeschön. So, kommt, wir gehen. Kakariko kann nicht mehr fern sein. Wir sind auch schon auf der Brücke. Das hingegen sieht nicht sehr einladend aus. Ganz ruhig. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen... Ey, beruhig dich! Dalmatine, du bist nicht gerade so zahm, wa? Ganz ruhig. Also irgendwelche Gräser?
Was zum... Ganz ruhig. Erstmal gucken. Rüstgras. Okay, eine Heilpflanze. Angeblich Heilgras. Okay, das kenne ich eigentlich bereits. Noch ein Heilgras. Die ganzen Gräser mitnehmen. Ja, wieso eigentlich nicht? Der Fels da sieht merkwürdig aus. Nagelnder Krog, komm raus! Oh. Das war wohl ein Irrtum. So. Was ist denn... Was ist denn das da? Megakrog oder was? Sehr seltsam. Ziegenbergvorsprung. Ja gut, warum nicht? Ein paar Vögel hat's auch noch. Sind mal schräge Vögel. Hat's echt so viele Schreine da oben? Ich schwöre, ja, den sehe ich ja jetzt, aber der hat mir mal ziemlich sicher gewesen. Ich war auf den nur gesehen. Obwohl, nee, der war doch inaktiv. Löscht die Markierung mal, aber der gibt durchaus Sinn. Oh, bin ich schon relativ nahe. Ja, sieht eigentlich so aus, aber was da vorne genau... Was ist denn das? Da kommen Menschen vorbei und da ist so ein Ding. Was geht hier bloß ab? Pferdchen, alles klar bei dir? Dalmatine? Jo, die ist noch ruhig. Und ich rüste mich wohl besser zum Angriff.